Ein Sommer auf der Hütte, mitten in den majestätischen Bergen. Die Ossenhütte ist auf 2663 Meter über Meer. Der Freund von Hüttenhilfe Ronja kommt mit Kollegen auf Besuch. Ja, der Alex war jetzt gleich schon ein paar Mal da oben. Es ist mega lässig. Es ist immer schön, wenn er da ist. Alles klar? Ja. Die Familie Gisler bewartet die Kellenalphütten im Kanton Uri. Hüttenleben und Familie, das ist nicht immer einfach. Oh. Manchmal immer mehr, manchmal weniger Geduld. Und sie sind auch manchmal geduldiger und weniger geduldig. Tschüss. Ein Zustieg zur Lentenhütte im Pfalzertal ist voll Eis und ungefährlich. Der Hüttenwart Thomas Meier muss zum Rechten schauen. Das Eis liegt genau natürlich auf dem Weg. Und es ist sehr tricky, es braucht eben nicht viel Eis. Ein paar Millimeter auf dem Fels und dann rutscht es schon aus. Das ist SRF bei den Leuten. Hüttengeschichten. Auf der Lentenhütte hat es Zuwachs gegeben. Seit kurzem wohnen auch Cheyenne, Gerdi und Lady Di bei Vera und dem Thomas. So. Wieder. So gut, sind wir gut. Ich finde hier noch unlässige Tiere. Warte. Jetzt tue ich jetzt ein bisschen beleben alles. Und es ist auch immer schön, wenn man noch jemanden hingehen kann. Und es ist so ein bisschen ein Ruhepol in dem Sinn. Da kann man ein bisschen zuschauen, wie es ihnen geht, was sie machen. Und es ist natürlich auch sehr dankbar, weil sie auch noch im Eier. Und wir brauchen viele Eier zum Backen. Jetzt hat sie eben noch keine Eier, immer noch nicht. Das ist ihre Legebox hier. Weil die brauchen immer ein bisschen Ruhe zum Legen. Darum ist sie so angebaut. Aber leider legen sie im Moment immer noch keine Eier, weil sie alle drei in der Mauserung sind. So. Hey, was machen wir zuerst? Du bist ja hier eingesperrt jetzt. Eingesperrt? Nein. Ich finde eigentlich das Huhn schon noch ein schlaues Tier für auf einer Hütte. Ja, es sind nicht einfach nur Vögel, die du dir selber überlassen kannst, sondern es braucht ein schönes Gehege. Es braucht eine gute Hütte, es braucht ein bisschen auch Wissen, das man sich aneignen muss. Und wir machen jetzt noch ein bisschen Learning by Doing. Zumindest ich, weil Vera ist eine Hühnerspezialistin, habe ich das Gefühl. So eine Hühnerflüsterin. Die Vera und der Thomas wollen, dass es den Hühnern dort oben auf über 2000 Meter an nichts fehlt. Grundsätzlich soll ich mehr Auslauf haben. Es ist ein bisschen so ein bisschen, wie soll ich sagen, natürlicher auf das Huhn. Sie haben mehr Möglichkeiten, auch ein bisschen separat zu gehen. Ja, wir müssen das alte Netz wegnehmen und hier die Flexzäune sowieso. Weil die bringen jetzt eigentlich nichts mehr mit der Erweiterung vom Auslauf. Ich habe sehr gerne Tiere. Und die Hühner finde ich echt cool. Sind so ein bisschen unangepasst. So ein bisschen wilde Viecher finde ich gut. Nicht nur mehr Auslauf kriegen die Hühner, sondern auch ein beheiztes Wohnzimmer. Also das mit der Wärmelampe ist natürlich jetzt voll der Luxus. Aber wir sind ja heute, wo sehr lange offen hat im Herbst. Wir kommen ja erst Ende Oktober runter. Und dann gibt es halt schon sehr kalte Tage und Nächte. Es kann dann 2-3 Mal schneien. Ich glaube, das sind wir diesen Tieren schuldig. Willst du in den Stall? Was ist noch gut? Ja. Einfach schauen, dass die eine nicht angehackt. Nein. Hey, gell du? Das ist eine Liebe da. Ja. Achtung, Kopf. Hey! Hau! Häuptling, grosses Huhn. Setzen wir hier mal ein. So, Hühner, kommt. So,
Ja, aber hoho. Du, und wie? Wow. Ist es warm? Hey, cool. Das fährt sofort an verheizen und es gibt ein schönes rotes Licht. Super. Also wie richtig im Fall. Hey, das ist unglaublich, das Am heizt Schluss gerade. soll ich mein Zimmer auch noch dort einrichten. Denen ist es gemütlich. Und draussen fehlt jetzt nur noch etwas. Das Netz oben drauf haben wir natürlich gegen die Adler, dass die nicht reinkommen, aber auch, dass die Vögel oder beziehungsweise die Tiere noch nicht rausfliegen, weil die können hier locker drüber fliegen über den Haken. Da auch. Mach da mal einen fest, he? Ich glaub, Jawohl. das ist okay. Das ist total gut. Und gut. Schön, wenn sie ein bisschen mehr rennen können. Ich meine, so Feinöckeli-Sachen können wir immer noch morgen machen. Ja, ja, natürlich. Nein, jetzt geht es Aber- wirklich darum, dass kein Fuchs reinhüpft und kein Huhn raus. Ist gut. Ist gut, hä? Ja, ja. So. Uah. So. Also ich kann Feuerchen machen, ist gut. Gut, super. Es ist mitten im September auf der Kellenalphütte. Das Wetter ist nicht so super, darum hat es fast keine Übernachtungsgäste. Der Leano hat die Gaststube ganz für sich allein. Und heute wartet Petra kann mit der 3-jährigen Jael ohne Hektik backen. Jetzt sind wir eben gerade allein mit den Kindern. Wir haben niemanden mehr, der uns hilft. So geht es gerade sehr gut. Es ist jetzt eher ein bisschen ruhig. Das Wetter ist ja gerade nicht so schön. Also wenn wir so um die 20 Uhr haben, am Abend, dann mögen wir es gut machen mit den Kindern. Weil wir haben da nicht so viele Tagesgäste da. Aber es geht sicher länger, bis am Morgen dann noch alles gemacht ist. Oder es wird später, wenn man dann niemanden hat, der noch putzt, hilft putzen oder backen oder so. Aber wir haben auch zwischendurch schöne Zeit, um mit den Kindern noch irgendetwas zu machen oder draussen zu sein. Und dort sind wir es noch geniessen, wenn wir allein sind. So, nachdem wir zu dicken. Na, ist gut. Mir ist es wichtig, dass sie einfach so an diesem Alltag teilnehmen können, an diesem Hittenalltag. Aber auch einfach selber auch sich selber beschäftigen und selber spielen. Und wenn sie bitten wollen, kommen sie mit. Und wenn sie in der Küche Teig geben oder so, dann können sie dabei sein. Es bleibt nass draussen. Aber der Kleine ist das gleich. Hauptsache bewegen. Abstehen. Joggentrick. Ja, wir gehen jetzt einfach ein bisschen raus und schauen, was wir machen. Weil es ist wirklich nicht schön Wetter. Und wir hatten jetzt gestern Abend noch Leute gehabt. Also von dort her ist es auch schön, wenn wir niemanden haben. Händchen nass, jetzt sitzt jetzt auch nicht mehr. So Momente auf der Kellenalphütte gibt es nicht mehr viel. Die Gislers ziehen nächste Saison auf eine andere Hütte im Urnerland. Ah, Kinder. Das ist unsere letzte Saison, weil der Leano nächstes Jahr in Kinski geht, der Moos. Und die Hütte ist jetzt so für uns, für das Modell, das wir denken, zu machen, einfach zu weit weg. Da sind wir zu lange als Familie getrennt. Und in der Sustli-Hütte ist es viel näher Zustieg. Also wir werden mit den Kindern vielleicht 1,5 Stunden haben zum Laufen. Das heisst, da können wir uns wirklich abwechseln und am Wochenende können wir alle miteinander auf der Hütte sein. Also, da wäre wirklich so der Plan, dass eine Woche der Remo mit den Kindern heim wäre und die andere Woche ich. Und am Wochenende sind wir alle zusammen. Deine auch, oder? Und dreckig. Gut, ich denke, wenn wir den wirklich gehen, am 8. 9. Oktober oder am 9., dann wird es schon sicher der Moment kommen, wo es definitiv ist. Und dass wir dann mit einem brillenden Auge gehen. Aber wir wissen auch, was wir die Sustli-Hütte übernehmen können,
ist es auch die Vorfreude, die mit ihnen spielt. Das ist wie beides. Ja. Also kommen wir gerne noch schäukeln. Also. Was darf die Schäuchel einsteigen? Niemand muss einsteigen. Warte schnell, Leano. Es ist so schön hier. Ei, ei, ei. Ist das schön. Ganze 6 Jahre haben die Gislers die Hütte geführt. Viele verschiedene Sachen. Es waren ganz schöne Sachen mit Gästen und einfach, wenn sie zufrieden waren. Und aber auch die Zeit mit den Kindern, die wir hatten. Also eigentlich in diesen 6 Jahren, wie sie gross geworden sind. Und, ja, und auch, Aber schon so die Umgebung da. ja, die Hütten und die Umgebung, einfach das Tal. Und das ist einfach schon schön und wild und abgelegen. Und das ist Ja, es war schon unser zweites Daheim. Ja. Ja. Oder ist. auch für die Kinder. Sie haben immer, wenn man im Sommer oder Anfang Sommer gefragt hat, wo gehen wir hin, dann war klar, auf Kehlenalp. Wir haben 2 daheim. Eins ist Zettighaus und das andere ist oben. Ja. Und das war auch nie ein Problem für die Kinder, wenn sie unten waren, wieder raufzukommen oder so. Sie haben sich immer gefreut. Gau. Bist du wieder ein Leo? Nein, Tiger. Tiger? Die Aussenhütte im Berner Oberland im Herbst. Die Saison ist bis jetzt hervorragend gelaufen. Wegen dem Hitzesommer hat es lange danach ausgesehen, dass es zu wenig Wasser hat und dass sogar die Saison hätte abgebrochen werden. Zum Glück hat eine neue Fassung genug Wasser gebracht. Und jetzt hat es sogar geschneit, aber so spät wie noch nie. Der erste Schnee von dieser Saison, Anfang September. Das habe ich in den letzten 5 Jahren noch nie erlebt. Sonst hat es immer schon mal im Juli oder im August Schnee gegeben. Also, ein Schäumchen Schnee ist okay, aber wenn es mehr Schnee gibt um diese Jahreszeit, geht er fast nicht weg und dann ist er nicht wirklich willkommen. Weil, wenn Schnee liegt, wird der Hüttenweg für die Gäste lebensgefährlich. Die Lounge. Aber es ist schön trocken, wenn die Sonne kommt. Und dann, wenn wir dann unsere Übernachtungsgäste oder vielleicht auch ein paar Tagesgäste kommen, können die hier ein bisschen die Sonne genießen und einen feinen Kuchen und ein feines Kaffee trinken. In der Hütte gibt es 51 Schlafplätze. In diesem Raum allein kommen 24 Leute unter. Da hat die Gruppe geschlafen, die jetzt gerade aufgebrochen ist. Ronja hilft dem Dave die ganze Saison. Ich glaube, es gibt viele Leute, die gut abschätzen können, was in so einer Hütte geleistet wird. Gerade Leute, die halt öfters in einer Hütte sind und vielleicht auch mal dahinter sehen. Man kann helfen, abwaschen oder so. Aber also, allgemein bekommt man auf einer Hütte so eine Dankbarkeit wie, ich glaube, sonst kaum irgendwo. Also, das ist unglaublich schön. Das ist auch etwas von dem, was ich am meisten schätze. Die Arbeit an sich ist eigentlich nicht mega anstrengend, sage ich mal. Aber es sind halt wirklich lange Tage. Und dann ist es halt auch schwierig, sich so ein bisschen zurückzuziehen. Das hat mir dann schon ein bisschen gefehlt, muss ich sagen. Es ist schon mit dem Team. Man arbeitet zusammen, man lebt da auf sehr engem Raum. Und dann wird das schon noch intensiv. Klopfen tut es nicht in dem Sinn. Vielleicht innerlich. Nein, also klar nervt man sich mal ab anderen. Und eben, gerade wenn man so müde ist noch zusätzlich und irgendwie eben schon seit 2 Wochen irgendwie zusammen am Nacht hockt und dann schlussendlich gar nicht mehr recht weiss, was reden. Dann wird es ist wirklich intensiv teilweise, so das Zusammenleben. Der Dave kennt Ronja mittlerweile gut. Sie braucht sicher ihre Zimmerstunde, dass sie sich ein bisschen zurückziehen kann.
was ich auch gut finde. Das ist von Mensch zu Mensch ein bisschen verschieden. Ich bin jetzt jemand, der das eher nicht braucht. So. Also Ruhe brauche ich schon, aber hier habe ich mehr, wenn ich etwas für mich mache. Sei das etwas verräumen oder Gaststube putzen, wo ich ein bisschen für mich etwas am Machen bin. Und ich denke immer, das ist von Mensch zu Mensch verschieden. Jetzt habe ich, glaube ich, alles. Sind wir überlegen. Knoblauch haben wir noch oben. Ja, das ist gut. Voilà. Käse. Noch etwas habe ich noch vergessen, stimmt. Der Käse muss natürlich auch noch rein. Voilà, den Rest haben wir oben. Gut. Also der Dave ist ein unglaublich lieber Typ. Das ist er wirklich. Mit einem riesen Herz und einer riesen Leidenschaft eben gerade für die Hütte. Das ist mega schön. Ich kann es glaube ich an einer Hand abzählen, wie viele Pausen er in dieser Saison gemacht hat. Und er kann dann auch wie nicht loslassen. So, nicht einfach mal an etwas anderes denken. Es ist immer die Hütte ist im Fokus und dass alles gut geht. Der Dave ist Hüttenwart mit Leib und Seele. Es macht ihm Mühe, wenn er daran denkt, dass die Zeit da oben jetzt dann bald wieder vorbei ist. Also das Ziel ist sicher, dass wir noch sicher 2 Wochen offen haben, wenn es geht. Aber dann, nach 2 Wochen ist es sicher fertig. Dann schauen wir zusammen rum, dort im Winterschlaf. Ja, man freut sich natürlich wieder auf das soziale Leben, auf Freunde zu sehen. Das Leben im Tal ist auch ganz anders als hier oben. Ja, wo du hast wieder deine Wohnung, du gehst wieder sag ich mal, deinem Alltagsleben nach. Und du oben bist wie... Das geht nicht. Keine Ahnung. Ja, hier oben bist du einfach wie... Ja, 3 Monate bist auf dieser Dosseninsel. Und die verlässt du wieder. Ja, ich sage nicht, dass das eine schlechter ist oder das andere besser. Das kann man gar nicht vergleichen. Ich glaube, jemand, der das nicht erlebt, kann das gar nicht nachvollziehen. Da muss jemand mal hier oben arbeiten, eine Saison lang, ja, dass er das nachvollziehen kann. Ja. Mit dem Herbst ist einer der Hauptwege zur Lentenhütte gefährlich geworden. Der Wegweiser ist bei 2000. Ja, ist eigentlich noch verrückt. Also von dort, wo die sich müssen ausfliegen lassen, hat jetzt noch eine Stunde in die Hütte gehabt und 6 Stunden sind sie schon gelaufen. Wir haben eine Stelle relativ nahe bei den Hütten, wo der Weg auf alten historischen Serpentinen, so ein bisschen wie der Gemmi-Pfad im Wallis, den Berg oben abkommt. Und dort haben wir eine Stelle, die komplett vereist ist. Und vor allem die Leute, die jetzt vom Tessin her zu uns laufen, kommen dorthin, haben natürlich Angst, dass sie auf dieser Eisfläche ausrutschen. Und das ist tatsächlich ein bisschen kritisch. Und jetzt gehen wir dort ein Fixauge einbohren und schlagen das Eisauge weg. Weil wir haben erst Mitte September, wir haben noch einen Monat offen und einen Monat wollen auch die Leute noch über den Pass laufen. Und das ist für uns sehr wichtig. Es ist also hart, wenn du eine Stunde vor der Hütte umkehren musst oder eine 6-stündige Tour zurückgehen. Nur weil du nicht durchkommst, ist natürlich schon noch heikel. Die letzten Leute, die dort versucht haben, oben runter zu uns zu kommen, die sind dann mit dem Rega-Helikopter ausgeflogen bzw. zu uns in die Hütte geflogen worden. Sie sind blockiert gewesen, aber nicht verletzt. Und das hat jetzt gezeigt, dass es wirklich nötig ist, dass wir relativ schnell und dort dann auch punktuell reagieren. Ich sage jetzt mal, 60% der Übernachtungsgäste der Lentenhütte hier kommen oder gehen über das Redenpass. Ja, das ist sehr entscheidend, die Route. Für die Lentenhütte ist das der Lebensnerv. Der Thomas braucht eine knappe Stunde, bis er zur Stege kommt, die vereist ist. Wow. Ja, der Fall ist klar. Das Eis liegt genau natürlich auf dem Weg. So auf diesen Treppenstufen. Und rauf ist das jetzt gar nicht so ein Problem. Aber wenn man hier oben runterkommt und nicht traut, den Weg zu verlassen auf der Seite, ist das natürlich jetzt wirklich gerade eine dumme Stelle. Ist halt auch eine Stelle, hier musst du durch. Da kannst du nicht rum. Oben und unten hat es Felswände. Und es ist schon tricky, es braucht eben nicht viel Eis,
ein paar Millimeter auf dem Fels und dann rutscht es schon aus. Aber das Wichtigste ist mir jetzt schon, da, dass wir dann hier einen Handlauf machen, das Seil, wo sich die Leute auch ein bisschen heben können. Weil wenn einmal jemand ausrutscht, dann troll ist da wenigstens nicht gerade von dieser gemurrten Treppe hier in den Hang raus. Die ist schon verdammt unangenehm. Da läuft jetzt schon das warme Wasser wieder drauf. Aber in der Nacht gibt natürlich genau das Wasser wieder neues Eis. Also, wenn jetzt die Temperaturen mehr oder weniger gleich bleiben wie jetzt die letzten Tage, dann haben wir hier eher in der Nacht eine Zunahme von Eis. Das heisst, die Situation wird dann nicht einfacher, sondern eher schwieriger. Darum, wir können ja nicht jeden Tag hier rauf Eis pickeln, machen wir hier jetzt ein Seil rein, wo sich die Leute noch zusätzlich heben können. So Einsätze gehören auch zur Bütze von einem Hüttenwart. Gut. Grundsätzlich mache ich die Arbeit dann auch nicht ungern. Als ich hier vor 25 Jahren hergekommen bin, war die heute eine Sackgasse und wir haben eigentlich gewusst, wenn das Gebiet ein bisschen leben soll, wenn hier Leute kommen, die etwas machen wollen, dann müssen wir die Wege unterhalten, pflegen und auch neue Wege schaffen. Das haben wir jetzt über all die Jahre gemacht. Und ein bisschen Verantwortung haben dafür ist sicher schön. Ja. Man sieht auch jetzt schon, hey, das ist cool, wenn du hier nur schon heben kannst. Das wirkt sich sofort auch auf die Sicherheit aus, wie du da stehst. Oder? Du kannst dich hier schon fast ein bisschen heben und ein bisschen reinlegen. Cool. Wenn man manchmal so Sachen gemacht hat, denkt man, wieso hat man das nicht schon früher gemacht? Aber es ist jetzt cool, dass wir hier nicht einen Unfall hatten, aber so ein sanfter Wink, dass es noch schlau sein könnte, dass man hier ein bisschen investiert. He? Das Wetter auf der Kellenalp ist immer noch unterirdisch. Das haltet das Grüppli aber nicht vom Besuch ab. Es ist Jagdsaison und die Jäger kommen seit Jahren am Schluss der Jagd hier übernachten. Also wir sind eigentlich praktisch alles Gästner Alper, also Haufen Einheimische eigentlich. Und ja, sind eigentlich schon ein paar Jahre miteinander gejagt. Und hier war es eigentlich erfolgreich, ja, kann man sagen. Es ist nicht immer so, aber hier hat es eigentlich recht gut geklappt. Ja. Neben den Jäger hat es auch noch einen Strahler ins Trockene geschafft. Der Markus sucht seit 20 Jahren nach Bergkristall. In Hütten ist er Stammgast. Das ist ein schöner Quarzspitz. Ganz klar, hä? Ja. Ja, weißt, mein Onkel war schon da. Da bin ich auch immer ein bisschen da. Aber sonst, ja, also regelmässig jetzt 6 Sommer, wo ich 2 Wochen hier bleibe. Ja. Ja. Das ist super hier oben. Das ist einfach eine gemütliche Hütte. Ja. Natürlich eine gute Hüttenwarte, natürlich. Das ist schon genau. Hoi, Luca, so. Hoi. Michi, hoi. Hoi. So, salute. Salute, hoi. Hallo. Was musst du? Hoi, Kali. Der musst als Bär. Sagen ihr nicht hoi, weil das ist eine Schichtel. Ja. Eine Gruppe Jäger als Gäste auf der Hütte. Das finden auch die Kinder etwas Faszinierendes. Hast du ein Gewehr anschauen mit dem Leon? Das Gewehr? Ja. Hast du es gesehen? Das ist alles Modell. Schon, hä? Was machen Sie mit diesen Leon? Schießen. Auf was? Auf Gämse. Und? Was noch? Auf Hirsche. Und? Auf Munken. Da haben Sie. Hast du gesehen? Da? Jetzt ist ein Hirsch.
Das ist ein schönes Gewehr. He? Ich gehe jetzt nicht auf die Jagd oder so. Es ist ja eine Zeitfrage. Aber ich finde es schon spannend, wenn sie jetzt so erzählen. Und man muss noch auf einiges schauen. Es ist nicht einfach nur so. Also man muss schauen, dass sie genug lange das Geweih und alles, dass das stimmt. Man kann ja nicht alles schießen. Das ist noch so. Schon noch interessant, mit ihnen ein bisschen zu plaudern. Ja. Und es ist eine gute Truppe. Die haben es gut miteinander. Welche und wie viele Tiere man auf der Jagd schiessen darf, ist klar vorgegeben. Also normal Hirsche eigentlich theoretisch so viel, als er sagt. Die Stiere und die Kuh natürlich nur, wenn sie kein Jungs hat. Und die Gämsche jeden einen. Pro Jäger eins Gämsche. Und Murmeltier kennst du, also Munken, wenn wir sagen, also pro Jäger 2. Wir haben fast das Maximum, aber noch nicht ganz. 3 Hirsche haben wir gehabt, also 2 Stiere und eine Kuh. Die erste Woche gerade, aber jetzt war nicht mehr los. Und Gämsche haben wir gehabt, kann man mal auf dem her. Ja, ich finde es eigentlich lässig, dass wir so, wenn sie beim Hin- und Herlaufen sehen, oder jetzt die 6 Jahre, wo wir da sind, sind sie, jetzt haben wir vorhin gerade geredet, fast jedes Jahr gekommen. Eines nicht, wenn es nicht alles nicht so gelaufen ist, sind sie da nicht gekommen. Andere Prioritäten. Ja, genau. Und sonst haben wir sie so immer getroffen. Oder manchmal sind sie beim Mittag vorbeigekommen, etwas gegessen oder eben unterwegs oder so. Und wir haben Freude, dass sie jetzt noch einmal kommen. Ja. Du musst nicht kochen. Dann musst du nicht kochen. Wir nicht anwaschen. Ja, und das Ziel sind ja das letzte Jahr so Anliegen, dass wir sicher rüberkommen. Ja, definitiv. Noch, weil wir das letzte Mal da sind. War eigentlich schon das Ziel, dass wir da gleich noch gehen können. Es kommt auch immer ein bisschen verhitten worden. Aber Vorgänger sind so sehr, wie soll ich sagen, angenehm mit Eis, mit der Jägerschaft. Das ist heute auch nicht mehr so alltäglich, sage ich. Ja, und da haben wir wirklich immer super Bereich. Es kommt auch immer davon, ob jemand die Jäger gerne hat oder nicht. Und darum lassen wir das nächste Jahr überraschen, wie das ist. Also geht wir sicher wieder, aber schauen, wie es funktioniert. Aber Wer auf die Ossenhütte will, reserviert seinen Platz online. Der Ronja, ihr Job ist es, einzuteilen, wer wo schläft. Das macht sie heute besonders gerne. Ihr Freund der Alex kommt von Zürich da oben. Ja, der Alex war jetzt gleich schon ein paar Mal da oben. 4 Mal? Ja, ich glaube 4 Mal. Ja, es ist mega lässig. Es ist immer schön, wenn er da ist. Das Wiedersehen muss verdient werden. Die Route ist zum Teil exponiert und gefährlich. Der Aufstieg dauert 4 Stunden. Die 1338 Höhenmeter sind ein Krampf. Wenn der Alex zu Besuch kommt, nimmt er immer noch ein paar Freunde mit. Er hätte den Sommer gerne auch selber auf einer Hütte geschafft. Konkret ist aber nichts geworden. Der Alex hat schon ein paar Mal gesagt, er wäre jetzt gerne auch mit mir auf der Hütte. Und ich glaube, ihm hätte das auch gut gefallen. Und ich glaube, wir hätten das auch zusammen auch gut machen können. Es ist jetzt ganz eine andere Erfahrung, so, das allein so durchzuziehen. Aber ja, ich glaube, manchmal hat er schon ein bisschen bereut. Hat er dort nicht noch ein bisschen mehr Biss gehabt? Haben wir uns dort nicht noch ein bisschen öfters ein bisschen mehr beworben, dass wir vielleicht zusammen etwas gefunden hätten. Die beiden sind seit 2,5 Jahren zusammen. Der Dave, ihr Chef, ist Single. Ja, ich glaube, der Dave wünscht sich schon eine Partnerin. Ich glaube, das fehlt ihm schon ein bisschen. Aber der kommt ganz gut allein zurecht. Sein Leben in 2 Welten macht es nicht einfach, jemanden zu finden. Partner suchen, so, sicher nicht. Aber es wäre sicher schön, wieder mal eine Partnerin zu haben. Das ist sicher so. Aber eben, ob das mit der Hütte passt und alles, ist die Frage. Oder? Man kann gut eine Partnerschaft führen, wenn die Partnerin nicht auf der Hütte arbeitet oder vielleicht nur 3 Wochen da ist. Die muss auch nicht die Saison machen. Jedes Jahr. Ich meine, das ist, vielleicht passt es, vielleicht nicht. Und das ist alles eben, ja. Aber ich denke, das ist nicht matchentscheidend. Hey! Für Ronja ist die Warterei vorbei. Alles klar? Ja, bei dir?
Hallo. So schön. Hallo. Gut und dir? Hallo. So eine schöne Gruppe. Yeah. Mega cool. Ist bei allen gut gegangen? Schon manchmal so ein bisschen weiche Beine bekommen. Also, manchmal ist es schon so ein bisschen kritisch, vor allem auch, weil es nass ist. Ja, es ist schon nicht zu unterschätzen. Also ich bin schon manchmal noch froh, dass ich mich heben konnte. Der Alex hat seine Freundin in den letzten Wochen ganz unterschiedlich erlebt. Zwischendurch hat sie sich mega auf Zürich gefreut und dann hat sie sich irgendwie auch wieder gefreut, hier hochzugehen. Mal war sie in Zürich und wollte keine Leute sehen, weil es ihr zu viel war. Und dann wollte sie plötzlich alle Leute treffen. Ich glaube, so mega Schwankungen hat es gehabt, oder? Dann ist hier oben mal angenehm gewesen, dann hat sie es mal genervt. Und ja, ich glaube, es ist so ein Auf und Ab, aber 3 Monate auf engem Raum. Ich glaube, das ist ganz normal. Wir haben uns eigentlich so im 1 Wochen 10-Tage-Rhythmus dann doch gesehen. Und dann war es jetzt nie so mega lang. Also ich glaube, das längste, wo wir uns mal nicht gesehen haben, war 2 Wochen. Ja, zum Wohl, hä? Zum Wohl. Hey, cheerio. Cheers. Zum Wohl, hä? Zum Wohl. Matthias, zum Wohl, hä? Ja, was kann Cheers. Nach dem Znacht ist klar, welcher Gast sich zum Abtrocknen meldet. Jetzt, wo er das Arbeiten auf der Hütte kennengelernt hat, könnte er sich aber eher etwas anderes vorstellen. Ich weiß es gar nicht so genau. Ich glaube, so eine klassische SAC-Hütte wäre nicht so meins, aber sowas mit vielleicht noch Tieren dabei oder so. So eher so eine Alp, könnte ich mir vorstellen. Eine Alp? Ja. Dann kannst du schon ein paar so Kompostschweinchen haben zum Beispiel. Kompostschweinchen. Etwas wurmt der Alex auch nach Wochen an. Wir haben uns zu Anfang ja auf ein paar Hütten zu zweit beworben und haben von 2 Hütten tatsächlich eine Absage bekommen mit der Begründung, dass sie grundsätzlich keine Paare einstellen. Ja, weil das ist die Gefahr dahinter, dass dann so eine 2-zu-1-Situation geben kann. Das kann recht schwierig werden. Wenn du eine Hütte führst als Paar, dann ist das etwas anderes. Aber wenn du eine Hütte führst alleine, als Hüttenwart und als Hüttenwart, kann es problematisch werden. Aber muss nicht. Das ist klar, es kann super werden. Aber ich denke, das ist, für mich ist es sicher nicht das Thema, nein, ein Paar hier oben gleichzeitig oder ein Paar anstellen. Ja. Was ich jetzt im Nachhinein wirklich auch verstehe. Ja, jein. Ich finde, es kommt mega aufs Paar. Es gibt Paare und Paare. Ja, aber das weisst ja du nicht. Also, das weiss ich ja nicht. Ja, jetzt euch, mittlerweile kenne ich euch, aber im März, als ich Ronny kennengelernt habe, habe ich keine Ahnung gehabt. Ich weiß auch nicht, ob ich es machen würde. Aber so Hüttenwarts Perli gibt es ja noch viele. Das gibt es viele, ja. Sehr. Ja, genau, das gibt es viel, ja. Ja, wer weiß, Alex und Ronja, vielleicht sind wir mal Kolleginnen und Kollegen, Hüttenwarts-Kolleginnen und Kollegen. Ja, vielleicht. Wer weiß. Der Fuchs ist seit letztem Jahr schon fast ein Stammgast auf der Lentenhütte. Hey Olaf. Nein. Hey, komm da. Komm. Aber ganz fein, ja. Lies, es ist wirklich lustig, jetzt ist er immer am Oben gekommen und so seit 2 Wochen taucht er am Nachmittag auf. So, jetzt gibt es noch ein grosses Stück und dann ist fertig. So. So. Morgen dann wieder. Ja. Wo die nächsten Übernachtungsgäste auftauchen, macht sich der Olaf wieder auf den Weg. Heute scheint er keine Lust auf grosses Publikum zu haben. Hallo miteinander. Ich nehme an, ihr seid die beiden Gäste, die bei uns reserviert haben. Ja. Ist das so? Nein, die einzigen nicht. Nein. Habt ihr etwas wollen oder mal zuerst in die Hütte reinkommen? Wow, cool. Haben wir die bestellt bei euch? Nein. Das ist einfach spontan, oder? Ist denn cool, lässig. Ja, dann gibt es Salat heute. Ich habe nicht gewusst, dass wir Salatgarten haben. Ja, aber er ist langsam gepflückt. Also es ist total nett. Es gibt viele Berghütten, die halt nur mit dem Heli die Ware bekommen und wo es dann halt mit den frischen Sachen ein bisschen dürftig bestellt ist.
Und dann wird das schon seit jeher extrem geschätzt von den SAC-Hütten, wenn die Leute, die viele in die Hütten kommen, halt auch noch etwas mitbringen. Früher hat einmal noch die Zeitung dazugehört und für das gibt es heute halt das Internet. Dann nehme ich die schon mal rein. He? Ist das gut? So, ja, ist völlig cool. Das kommt tendenziell eher wieder mehr vor, dass uns die Leute etwas auftragen. Das haben wir jetzt nicht bestellt. Also das ist völlig auf freiwilliger Basis. Die haben jetzt uns eine Freude machen und Salat bringen. Und das ist jetzt wirklich genial bei uns, weil wir sind sicher in Hütten. Wir fliegen nicht mit dem Helikopter Salat rauf. Wenn, dann kommt er im Rucksack mit den Gästen oder Freunden, Kollegen, die vorbeikommen. Und das ist natürlich sehr schön. Und nach Möglichkeit können wir ihn auch gerade verarbeiten. Frisch. Und dann haben auch die Leute, die ihn aufgetragen haben, noch etwas davon. Und die Hühner haben natürlich auch Freude, wenn es Salat gibt. Und jetzt gibt es Salat. So ein bisschen Schnittabfall. So, ihr seid das erste Mal auf der Lenta-Hütte, glaube ich, oder? Ist das richtig? Also, ihr habt hier ein riesiges Zimmer für euch. Heute oben ist eine magere Geschäftslage. Es kommt dann noch eine Dame. Da sind wir dann insgesamt zu 5. Und da könnt ihr es euch einfach aussuchen. Ist das gut? Mega, okay. mega. Wunderbar. Danke vielmals. Gut. Vielen Dank mal. Mega schön. So schön. Ich nehme die unteren 3. Du nimmst die unteren 3, dann tue ich oben. Ich bin völlig platt. Ich habe mir es viel einfacher vorgestellt. Es ist ja mega feudal hier. Also, ich bin mega überrascht. Ich freue mich mega auf die Nacht. Danke für den Salat. Gerne schön. Das ist mega. Schön, wenn wir ihn brauchen können. Aber das ist, also weil Salat ist wirklich immer Deluxe. Ich bringe euch den Salat, den ihr getragen habt. Danke. So. Oh, das sieht aber gut aus. Wir haben ihn jetzt natürlich noch ein bisschen ausgeschmückt. So, super. Das ist wirklich herzallerliebst. Schwieriger als ignorieren. Und dann gibt es auch noch für die Hühner zur Nacht. So, kommt da schön auf die Seite. Hier ist das Futter im Grünen drin. So, mal schauen, das frischer Salat. Wow. Ja. Hat leider keine Reiskörner, aber gibt es vielleicht morgen oder übermorgen wieder. Ja. Huhn? Ja. Schön. Auf der Kellenalp geht der Tag langsam zu Ende. Ja, jetzt glaube ich, lange es dann noch. He? Gurke gut. Gürkli. Heute koche ich und der Remo tut das Kind ins Bett. Oder geht nicht zur Nacht und das Kind ins Bett. Und Kind ins Bett. Ja, genau. Und super, dass wir beide miteinander jeden Abend abwechseln. Das ist perfekt so. Es gibt einen Abend, da kocht man lieber und da ist das Kochen gut oder man tut das Kind lieber ins Bett. Und so ist immer eine schöne Abwechslung. Ja. Gell? Das haben wir eigentlich von Anfang an so abgemacht. Dass das nicht einfach, sagen es nur der Petra, sein Job ist mit den Kindern oder nur meine. Also das ist immer schon so gewesen. Ja. Noch mehr, oder? Hat da Suppe oder etwas besieden, oder nicht? Ja. Ja. Ja, aber der Hane hat am besten. Und drei. Ja. Wir sind der Zug. Gut. Markus, gib mir 5. Hey, tschüss. Hey, Können wir noch schauen? gut, hä? Gell? Oh, ist müde, hä?
Sollst du gerade Tschüss winken? Ja. Tschüss. Tschüss. Aha, nein, ne? Musst du das Licht anzünden, komm. Sitzen. Ich gucke da oben. Ja, genau. Wer kommt zu mir? Also. Au. Hüttenwart und Familie unter einen Hut zu bringen, ist nicht immer einfach. Du stehst bei dir zu. Ist gut? Ja. Also, kannst du gehen. Tschüss. Leona? Ich habe schon das Gefühl, ja, dass ich geduldig bin mitnehmen. Ja, ist ja nicht immer gleich. Manchmal immer mehr, manchmal weniger Geduld. Und sie sind auch manchmal geduldiger und weniger geduldig. Aber nein, sie machen das gut. So, tust du das eigentlich da unten? Ja. Da rein. Ich das Leben Gut. Okay, Ja, kannst du auf das Bett kommen. So, unten. In ins Bett. Anliegen. Ich höre ein Glückli, das so nett. Der Tag ist vergangen. Jetzt gehe ich ins Bett. Im Bett ich bete und schlafe ein. Der liebe Gott im Himmel wird euch bei mir sein. Also es ist einfach auch wichtig, dass am Abend, dass wir immer das gleiche Ritual haben mit den Kindern. Jetzt hat sich so ein bisschen pendelt, dass die Joel zuerst mitkommt und dann der Liano. Er hört meistens noch ein bisschen Geschichten, glaube ich, unten. Füße. Das nächste Mal ist es soweit. Die Gislers übergeben ihre Hütte der Nachfolger. Es ist nur schwierig irgendwie zu sagen. Es ist schon noch komisch, das alles abzugeben. So. Auf der Dossenhütte ist die Saison fertig. Aber es ist noch nicht der Moment zum Loslassen. Ronja und Dave müssen bis zum Schluss voll bei der Sache sein. Wenn ich sage jetzt mal, vergisst das Wasser abstellen, dann sind die Leitungen in der Hütte kaputt und musst alles erneuern. Für die Hühner ist es Zeit zum Aufbrechen. Es geht eben ins Winterquartier. Morgen sind wir bei anderen Hühnern. Das ist doch schön. So, das ist gut.